So, ab jetzt wird live übertragen. Also, drum, schönen guten Tag hier zum Kassettenschmerz. Ich sehe schon, der Chat überschlägt sich vor Publikum. Unfassbar. Krawallmaus ist wieder mal da. Ja, herzlich willkommen, dass du auch wieder mal da bist. Bist schon vermisst worden. Und natürlich der Sesselmann, ich hoffe, heute ohne abhauen wegen Boinern oder irgend so einem Käse, sondern wirklich hier da bleiben und das Beste auf der Welt anschauen. Gnädelwurzler habe die Ehre. Und weil ich das letzte Mal wieder 100.000 Mal vergessen habe, Bier, weil das auch da, Hoppateri. Schauen wir uns jetzt wieder mal miteinander unser Intro an. Wir haben ja das ja nicht umsonst gemacht. Ja. So, jetzt passt auf, müssen wir auf Live schalten. Das ist jetzt. Und now it's coming. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Immer wieder ein Genuss. Übrigens da, es ist der Mai. Ein neues Motiv von diesem wunderschönen KI-generierten Bauarbeiter ist jetzt da hinten. Extra für die Ladies und für die Männer, wenn es ihnen gefällt, dürft es gern. Wir haben hier wieder einiges an Stoff da, wieder einen Haufen Zettels verschrieben. Dann haben wir natürlich wieder zum Unboxen für den Sessler dieses japanische Pokémon-Kartenset, das der liebe Bartige gesponsert hat. Dann aus aus der gesponserten Optimale Ordnung Booster Collection Superbox. Der haben wir ja gleich mal einen Booster raus, hier, Mega Pipi oder so. Und noch ein LP15 One Piece Kartenset. Da können wir halt wieder unboxen ohne Ende. Aber ich glaube, nächste Woche darf ich wieder One Piece Karten kaufen. Die gehen schon langsam aus. So, was hat es die Woche so gegeben? Es sind ein paar Trailer rausgekommen und was natürlich der obermega geilste Superhammer ist, kurz bevor es jetzt losgegangen ist, haben sie uns noch den Trailer zu Evil Dead Burn ausgekaut. Ich habe hier, hätte ich noch vorbereitet gehabt, weil während der Woche haben wir nur den ersten Blick auf die Deadites gekriegt oder auf eine Deadite. Und jetzt, kurz bevor wir hier angefangen haben, nur den Trailer rausballert und ein richtiges Poster dazu veröffentlicht. Was steht da? Hast du abgenommen? Ich weiß nicht, ich bin schon lange nicht mehr auf der Waage drauf gewesen. Ich war zumindest heute beim Laufen. Vielleicht habe ich gleich was verloren, ich weiß nicht. Aber ich fühle mich geschmeichelt, dass ich nicht mehr ausschaue wie ein fettes Stück Scheiße. Schaut sich den Trailer an. Der Teaser war ja schon richtig gut, aber der Trailer schaut jetzt auch richtig fett aus. Es schaut auch wieder nach ganz, ganz böse Splattereien und Meucheleien aus. Habe ich richtig Bock drauf. Also kurz bevor wir angefangen haben, ist er rausgekommen, der Trailer. Könnt ihr euch da noch anschauen. Dein Gesicht schaut schmeuer aus. Ja, so, das ist ja schön. Ich habe ja gelernt, wie man Selfies macht. Da steht man irgendwie so vor oben, dann muss man mit Schlüsselbein ausdrucken, ein Duckface und dann schaust du 16 Kilo leichter aus. Ich bin da schon mal in die Irre geführt worden beim Online-Dating. Das ist irreführende Werbung. Das ist nicht schön. Also an alle, die sie auf Online-Portalen, Dating-Portalen dünner machen oder einfach so machen, wie sie nicht in echt sind, das ist nicht okay. Es ist einfach nicht okay. Neues Poster noch zu Super Troopers 3. Da bin ich ja gespannt, was da auf uns zukommt. Trailer, haben wir da schon mal einen Trailer angeschaut? Habe ich schon mal was von einem Trailer erzählt? Habe ich schon einen Trailer gesehen? Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt sagen, auf alle Fälle kommt es schon im August, der ist irgendwie auch so unglaublich schnell da gewesen. Ähm, bin verwundert gewesen. Wir haben einen neuen Trailer zu The Odyssey, zu Deutsch Die Odyssee. Sehr schwere Übersetzung. Das ist ein neuer Trailer, wo wir dann den ersten Blick einmal auf den Zyklopen haben und ein bisschen Kämpfer deren sehen und ein bisschen Monster sagt man auch. Es soll nicht so exorbitant lang werden, wie man es vielleicht vermuten kann bei so einem Riesenwerk, sondern ich glaube sogar unter 3 Stunden dauern. Neues Poster dazu, wie sagt's, aber ja, ich hab Bock drauf. Erinnert ein bisschen so an Sindbad, diese alten Sindbad-Filme, die man sich früher gerne auf Kabel 1 angeschaut hat. Mal gucken, wo sie dann am Ende wirklich kann, der alte Odyssee-Sepp. So, dann kommt ja eine Serie auf Apple TV namens Cape 4. Und da gibt es auch ein schönes Poster dazu. Da hat es aber mehr Poster gegeben, aber da die meisten Poster irgendwie alle nur auf Instagram oder Facebook veröffentlicht worden sind, habe ich keine Lust gehabt, dass ich weitersuche und die anderen Motive raussuche. Drum hier, das muss echt lange, schaut schon mal cool aus. Amy Adams dabei, Javier Bardem
und Steven Spielberg und Martin Scorsese sind in der ausführenden Produzentenrolle. Also sehr, sehr namhafter Shit. Da muss er fast gut werden. Zu was habe ich noch einen Trailer gesehen? Ich muss jetzt kurz das Poster suchen, nämlich zu einem Film namens The Pitfall. Und es schaut ein bisschen so nach geilen Backwood Massacre Slasher. Da ist Poster. Jason-Verschnitt, was man sieht, was aus. Die ganzen, also der hat irgendwie ganz viele Sachen in sich vereint, der Trailer. Da bin ich echt gespannt. Der hat sehr viel Potenzial, dass er obergeil wird, hat aber sehr viel Potenzial, dass er ein riesiger Scheißdreck wird. Das ist immer so Gratwanderung bei den Dingen. Mal gucken, für welche Seite des Grades, dass die Pitfall da am Ende entscheidet. Was sagt der? Was sagt der Odyssey Sepp, der Cousin vom Geschichtenschorsch? Cousin. Also geiles Wort, Cousin. Nee, mein Cousin hat das so gemacht. Das war's schon mit Poster und Trailers. Darum können wir eigentlich gleich auf Castings gehen. Und eins von meinen Lieblingscastings, die Woche da gesehen habe, ist Kane Hodder ist für Dexter Resurrection Staffel 2 gecastet worden. Und Kane Hodder müsste irgendein Name sein, denn es ist so ziemlich der bekannteste Jason Voorhees Darsteller. Also freut euch drauf, dass man Kane Hodder singen, wahrscheinlich ohne Maske diesmal. Dann habe ich ja schon verzeiht, dass es ein Blair Witch Project Remake gibt und jetzt ist ja bekannt worden, dass da viel vom Original auch dabei sind, nämlich unter anderem der Joshua Leonard und Michael C. Williams, die sind dann als ausführende Produzenten mit an Bord und auch der Eduardo Sanchez, Daniel Myrick und Greg Hale. Wer wo es da gemacht hat beim Original, keine Ahnung. Regie führt auf alle Fälle der Dylan Clark. Keine Ahnung, was der bisher gemacht hat. Wollte ich noch nachschauen, habe ich vergessen. Also, wer es wissen möchte, drückt auf Pause und schaut sich das selber an. Das war sogar mit Castings, also die Woche sehr castingarme Infos, aber dafür haben wir unglaublich viele Neuigkeiten, Neuigkeiten im Wasser der Seine, keine Ahnung, bin nicht so gut in Französisch, hat jetzt mit den Dreharbeiten zu Teil 2 begonnen, das Poster hier hat Netflix auch rausgehauen, kommt dann nächstes Jahr raus. In der Schreibweise auch noch. Ja, genau, wenn dann immer Cousin. Ich darf aber eher noch K-U-H-Seng schreiben, also wirklich der Cousin. Im Wasser der Sen, das ist ja der erste Teil, der Mike war da gar nicht so angetan davon. Mal schauen, was dann in Teil 2 passiert. Er hat damals schon gesagt, dass, wenn sie es durchziehen, diese Fortsetzung, dass das echt geil eskalieren kann, aber mal schauen, ob sie es dann wirklich so durchziehen. Invincible hat die 5. Staffel offiziell angekündigt gekriegt. Sehr schön, bin ich schon sehr gespannt. Oh, der Drain Cry ist auch da und Spench wieder, du spinnst ja, danke. Hier gibt es wieder fette Potatoes und Küsschen auf den Nüsschen. Cousin, ja, jetzt haben wir es richtig gestimmt, Gnädelwutzler. Habe ich dir überlegt, wie geil ist der Evil Dead Burn Trailer? Geht anscheinend wieder auf Familie, das wird richtig geil. Ja, habe ich gleich zum Anfang mit gesagt, dass der richtig fett ausschaut und auch ganz, ganz gemeine Schnetzeleien, glaube ich, wieder drinnen hat. Invincible, Staffel 5 offiziell angekündigt und das letzte Mal in der Politik gesehen, ich glaube, man ist von der Erzählung her, ich hätte eigentlich gemeint, dass das, was da jetzt so passiert, schon so in Richtung Finale auch von den Comics geht, aber ist man anscheinend erst bei ungefähr der Hälfte von die Comics. Bin ja mal gespannt, was da noch alles geben kann, weil diese Metro-Mieten waren für mich so die größte Bedrohung, kannst du eigentlich nicht machen. Aber lass mich überraschen. Mal schauen, was Invincible noch zum Verzeihen hat. Ich glaube, dass der Robert Kirk, glaube ich, heißt der ja da, oder Kirkman, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, Kirkman, glaube ich, hat er gesagt, dass, ich glaube, dass Bock auf 13 Staffeln oder selbst jetzt machen. Auf alle Fälle wollen sie fett was rausscheißen. Dann Casper, der freundliche Geist, bekommt eine Live-Action-Serie auf Disney Plus, wo ursprünglich auf Peacock angesindelt, jetzt kommt es auf Disney Plus. Mehr ist noch nicht wirklich bekannt zu dem, nur dass, weil der ist glaube ich schon 2020 angekündigt worden, dann ist nichts weitergegangen und jetzt haben sie gesagt, hey, machen wir hier. Nur, wer schreibt mit? Unter anderem der Rob Letterman und Hillary Winston, die waren ja verantwortlich für Gänsehaut. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Der Rob Letterman, der wird eine Regie führen. Ja, mal gucken. Invisible hätte auf der Liste, wenn der The Boys vorbei ist. Ja, tu es. Also, ich habe zwar, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, mir hat es erst so richtig in der 3. Staffel packt, aber sei es drum, solange es mir dann richtig packt hat und da fand ich es dann richtig geil. Ich darf sogar nochmal ab und zu spekulieren, dass ich von vorne fange.
Aber gerade sind ja so viele Serien wieder unterwegs, da ain't nobody got time for this. So, jetzt haben wir hier John Wick. Warum? Weil Lionsgate jetzt bestätigt hat, dass offiziell an Teil 5 gearbeitet wird. Es soll aber nichts, es soll ja komplett in die neue Richtung gegangen werden, aber schon mit ihm, also mit Keanu Reeves als John Wick dabei. Bin ich mal gespannt. Es kann ja dann nur Vorgeschichte sein oder irgendwie dazwischen drin irgendwas verzeihen. Ich darf hoffen, dass wir von Ballerina noch was kriegen, aber das erste, was wir jetzt kriegen, ist mal nicht dieses Spin-off mit dem Donny, wie heißt der, Donny Yen, da wo er Regie führt und eine Hauptrolle macht. Mal gucken, was uns da verzählt wird. Was haben wir noch für Neuigkeiten? Goyle, the Baba Yaga is back. Oh yeah. Da bin ja schon wieder sehr heiß drauf. Haben mir alle bis jetzt auch gefallen. Da was Süßes dazwischen, schaut's her. Looney Tunes, Goku oder Goko, keine Ahnung, wie es heißt, auf alle Fälle kommen Looney Tunes in so einem Anime-Stil. Und ja, ultra putzig, oder? Das ist was fürs Herz. Keine Ahnung, wann das genau kommt, aber wir werden uns gewiss anschauen, da ich sagen. So, was haben wir noch für Neuigkeiten? Ja, über das haben wir noch gar nicht geredet. Resident Evil Trailer. Fuck, wir haben ja doch noch einen Trailer gehabt, den habe ich ganz vergessen. Wie geil hat dieser Resident Evil Trailer vom Zack Rager eigentlich ausgeschaut? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben das letzte Woche noch nicht dabei gehabt, oder? Das Thema. Und falls es mir wurscht, weil er hat geil ausgeschaut. Also wirklich, wirklich fett. Er spielt zeitgleich zum Teil 2, also zum Ausbruch, beziehungsweise zum Lieren seiner Odyssee durchs Polizeirevier. Wir verfolgen ich glaube, er ist Sanitäter, der Typ, No-Name, unbekannt, auch nicht aus dem Universum, wie er sie während diesem Ausbruch da irgendwie durch Raccoon City kämpfen muss. Und es soll auf alle Fälle sehr vollgestopft werden mit Easter Eggs und kleine Verweise und so, sehr viel Liebe zum Detail. Die Monster, die dabei sind, also muss geil werden. Ich glaube, man hat sogar schon grünes Heilkraut im Hintergrund im Trailer gesehen. Müssen wir nicht nur die Augen offen halten und den Trailer nochmal anschauen. Aber ich habe richtig, richtig Bock drauf auf den. Der schaut besser aus, als alles, was wir bisher gekriegt haben an Resident Evil Filmen, möchte ich behaupten. Genau, dann ist jetzt, wenn wir kurz gucken, Lionsgate, nicht Lionsgate, sondern Paramount hat genau das Datum für den Longlegs Teil 2 bekannt gegeben, an dem ja dann der Oscar Perkins und der Nicolas Cage arbeiten. Und zwar soll der am 14.01.2028 dann offiziell kommen. Bin ich echt gespannt, was uns da verzeihen wollen. Was uns denn da wohl verzeihen wollen. So, Staffelverlängerungen haben wir. Stranger Things, Tales from 85, hat gleich mal eine zweite Staffel gekriegt. Habe ich bisher nur die erste Folge gesehen, was ob es irgendjemand schon ganz so geschaut hat oder so, was ist dazu sagt. Das Animationsstil finde ich ganz nett. Die Geschichte, wie gesagt, nach der ersten Folge kann ich nicht viel sagen, aber könnte auch ganz nett werden. Ja, die alten haben schon, wie du sagst, die können schon ein cooles, die alten Resident Evil Filme können schon ein cooles Guilty Pleasure sein. Sie sind total dumm eigentlich, aber sie machen trotzdem irgendwie Spaß zum Anschauen, bis auf den letzten Jahr, der kann echt richtig abhauen, ne? Der war ich durchdreht im Kino, so ein bisschen genervt. Aber dafür ist Teil 3, Resident Evil Teil 3 Extinction, den finde ich richtig geil, wegen diesem geilen Setting. Den möchte ich ja wieder mal schauen, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Naja, schauen wir weiter. Hier, Scrubs 2 Revival ist, ja, wie ich gerade gesagt habe, Scrubs 2, zweite Staffel, kommt auf alle Fälle, ist auch schon angekündigt. Finde ich cool. Denn mir hat diese Revival-Serie gleich abholen können. Es hat ein cooles Feeling von früher. Es gehen zwar einige Figuren natürlich ab, die ich viel mehr sehen möchte, aber allein dieses Trio und auch die neuen Figuren machen es bisher echt cool und machen Spaß drum. Ich freue mich, dass da zweite Staffel kommt. Wo nichts mehr kommen wird, ist bei The Night Agent. Der wird nämlich mit der Staffel 4 dann enden. Keine Ahnung, dieses Datum da unten, glaube ich, das ist irgendein Poster, was ich einfach rausgesagt habe. Ich weiß nicht, ob das offizielle Poster für Staffel 4 ist und das nächste Jahr kommt. Ich habe vielleicht nur die Info mitgenommen, dass es mit Staffel 4 enden wird. Hat irgendjemand das gesehen, dieses Night Agent? Weil ich habe schon oft davon gelesen, aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie gut ist oder nicht oder Show oder was auch immer. Jetzt glaube ich, können wir schon, jetzt passt zusammen, kurz kontrollieren. Jo, jetzt gehen wir mal rüber auf einen Haufen Anime-News, haben wir dieses Mal. The Apothecary Diaries, Staffel 3. Kommt, Part 1, dieses Jahr noch im Oktober.
Part 2 nächstes Jahr, April 27 dann. Im Dezember 26 wird ein Film kommen und es ist zeitgleich auch noch eine Realverfilmung in Arbeit. Ja, also die gute, ich glaube Mau Mau heißt, die sehen wir noch sehr oft. Ich finde das eine coole Serie, die macht Spaß. Und war jetzt sogar, glaube ich, am Ende von der Staffel 2 direkt lästig, dass das vorbei war, weil das war nicht mit einem Wingeland Cliffhanger oder es hat zumindest so geendet, dass auf alle Fälle hat es so geendet, dass man dachte, fuck, ich möchte jetzt unbedingt weiter singen. Was machen Sachen? Gibst du nächste Staffel? Aber im Oktober ist es soweit. Wie viele geile Animes kommen denn noch? Zeit, wo, ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch angefangen mit dem Original The Fist of the North Star. Da habe ich jetzt 10 Folgen angeschaut, das ist sauwitzig, völlig bescheuert, aber cool. Und ich möchte mir jetzt unbedingt anschauen, bevor ich dann das Remake auf Prime anschaue. Aber weil du schon sagst Animes, da haben wir gleich noch ein bisschen mehr. Es gibt nämlich dann noch ein weiteres Spin-off zu My Hero Academia, das jetzt, glaube ich, mittlerweile offiziell Core ist. Ich habe es noch nicht gesehen, aber da es jetzt abgeschlossen ist, kann ich mal reinschauen. Und hier ist jetzt das I Am a Hero 2 angekündigt worden. Das ist anscheinend mal irgendwie ein Short oder ein Kurzfilm oder so aus dem Universum gewesen, das habe ich nicht genau rauslesen können. Aber ist, glaube ich, dann schon das zweite oder dritte Spin-off aus dem Universum, das angekündigt haben. Das nächste ist für diesen Sommer, kommt dann auch nochmal was zu The Promised Neverland. Da glaube ich, ist, also zumindest auf Netflix habe ich gesehen, die ersten 2 Staffeln. Und da weiß ich doch, ist aber auch nicht so richtig raus zum Lesen gewesen, ob es eine dritte Staffel wird oder ob es irgendeine eigene Geschichte mehr wird, dieser sein. Auf alle Fälle cooler Anime gewesen und knüppelhart teilweise des Dingens. Was haben wir noch? Noch mehr Animes für Dragon Cry, damit Zeit ja ausgeht. Da ein neuer Sword Art Online-Film wird kommen und zwar schon im Juli 2026. Da muss dann auch einlunzen. Sword Art Online fand ich cool, ich habe jetzt nicht so viel von diesen, glaube da gehört in diese Isekai, in dieses Isekai-Genre eine, da habe ich jetzt nicht so viel geschaut, aber den habe ich zufällig gesehen und den fand ich echt cool. Und endlich mal offizielle News zum Anime-Remake von One Piece. Im Februar 2027 ist es soweit. Da werden dann die ersten 50 Manga-Kapitel auf 7 Folgen abgearbeitet. Bis jetzt hat man ja, man hat ja, habe ich euch das letzte Mal gesagt, ich weiß nicht mehr, es hat ja auch so Beutel gegeben von der Anfangscrew, wie sie so im Sonnenuntergang schaut, aber hat jetzt nicht wirklich, nicht wirklich was vom Zeichenstil verraten, finde ich. Mal gucken, was das wird, aber das wird schon passen, denke ich mal, was die da machen. Das wird schon passen. Was verzeiht ihr? Promised Neverland, die erste Staffel war bombengeil, aber dann haben sie einfach 3 Arcs vom Manga geskippt und dann als zweite Staffel. Und dann also, Manga habe ich nicht gelesen, kann ich nicht beurteilen. Kann ich nicht beurteilen. Aber ja, also die erste war richtig gut, die zweite war dann schon ein bisschen schwächer. Aber im Großen und Ganzen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. So, das war's mit den News. Aha. Köstliches Leitungswasser. Und dann gehen wir jetzt mal auf die Streaming-Releases und da erst einmal, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt habe, aber es ist mittlerweile auf Crunchyroll der Chainsaw Man-Film drinnen, Reese Arc und bombengeil. Bombengeil ist in dem Sinn auch cool, weil wir haben da einen Bombendämon, Teufel sowieso. Also unbedingt anschauen, der Chainsaw Man Movie ist richtig, richtig fett. Dann kommt raus ab morgen, 6.5. auf Netflix, The Handmaid's Tale, die komplette Serie 1 bis 6. Also wer Disney Plus nicht hat, der kann dann hier auf Netflix diese Serie schauen, die soll ja auch unglaublich gut sein. Und für die Leute, die auf Schundfernsehen stehen, kommt Love is Blind Polen raus, Kurva diese. Da bin ich nicht dabei. Ansonsten war es mit den Releases eigentlich relativ mau. Nur noch morgen auf Disney Plus, 22. Staffel von Grey's Anatomy. Ja, wer es gern schaut, der wird sich freuen. Ich habe es nicht geschaut. Physische Releases, richtig. Der Mike war wieder brav und hat mir wieder tolle Sachen geschickt. Also, zuerst einmal die Blu-ray von We Bury the Dead. Das ist ja so ein Zombie-Film mit Daisy Ridley. Dann Hellraiser, der neueste, wann war der? 2022, kommt nochmal in 3 Mediabooks, also 4K, 3 Mediabooks. Genauso wie Man-Eater von 1980, auch nochmal 3 Mediabooks in 4K gekriegt. Dann kommt die Chucky-Serie auf Blu-ray in der Komplettbox, außer mit 6 Blu-rays. Die kann man sich mal holen. Und Attack on Titan, der Anime Staffel 4, kommt Komplettausgabe in einem schicken Steelbook. Genauso wie The Housemaid mit Sydney Sweeney, jetzt auch als
unter anderem schön im Steelbook veröffentlicht worden ist. Und das ist, glaube ich, sogar ein schöner Schuber nur rundum. Also Qualität 1A. Qualität 1A. Und heute mal physische Releases waren. Das war's mit den physischen Releases. Kauft Zeitbuben. Und jetzt haben wir noch die Kino-Releases und die Woche geht einiges ab im Kino, ziemlich geil. Unter anderem ist dieser Nürnberg, also da haben wir wieder ein bisschen so Historiendrama über den Zweiten Weltkrieg. Was haben wir eigentlich da für den meisten Fussel? Sagt keiner was. Schau, es wird Depp und keiner sagt was. Dann endlich Mortal Kombat 2. Da bin ich richtig heiß auf das Ding. Werde ich mir die Tage jetzt dann auch noch mit den ersten anschauen, damit ich richtig vorbereitet bin. Der verlorene Mann, was auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Whistle, ich glaube, von Leonine wird der ins Kino gebracht. Horrorkassetten mit einer verfluchten Pfeife, haben wir noch eine Kohlepfeifen. Und dann kommt noch Nachbeben. Wo ist ja nicht, keine Ahnung, was das aussieht, was das ist. Ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht. Was ist denn nichts Neues? Was meinen Sie schon wieder? Der ist jetzt seit Wochen lang nicht da gewesen und dann tat es irgendwie noch saublöd einmal. Wobei du hast vorher mal niedrigeres Level an Mehrgewichtigkeit benannt, also du darfst ausnahmsweise auch mal malen. Streaming-Charts vom 24. bis 30. April. Platz 10, Running Point, die erste Staffel auf Netflix. Dann haben wir Platz 9 mit Million Dollar Secret, auch Netflix, zweite Staffel. Dann Platz 8, wieder Netflix, erste Staffel von Funny as Fuck with Kevin Hart. Ich weiß nicht, ob das so lustig sein kann, wenn der Kevin Hart dabei ist, aber was weiß ich schon. Platz 7, Your Friends and Neighbors, die zweite Staffel auf Apple TV. Platz 6 ist Beef, die zweite Staffel auf Netflix. Ich habe Beef immer noch nicht gesehen, soll ja auch so toll sein. Platz 5 ist immer noch oder wieder The Boys, die 5. Staffel. Glaube ich, war letzte Woche auch schon auf Platz 5. Dann die zweite Staffel von The Pit. HBO Max ist jetzt auf Platz 4. Die ist gefallen. Die war letzte Woche nur auf dem ersten Platz und die erste Staffel ist aus den Top 10 verschwunden. Dann haben wir wieder Netflix auf Platz 3 mit einer Doku, nämlich Hulk Hogan, Real American. Da wollen der Seppi und der Corby angeblich eine Folge dazu aufnehmen. Da bin ja gespannt, ob da was passiert. Nochmal Netflix auf Platz 2 mit Unchosen, die erste Staffel. Und wieder Netflix mit Running Point Staffel 2 auf Platz 1. Das ist der Ausschuss wie ein Depp. Durrend. Warte noch. Die säge ich wieder im LA und dann gibt es eins Dropkick. So, fahren wir wieder an mit Unboxing. Da geht erstmal wieder eine riesige Kartoffel an den lieben bartigen Michi raus, der uns da so beschenkt hat und mir diese Booster Packs vorbeigebracht hat. Und jetzt schauen wir erstmal, was der Japanese Boglamon für Karten drin hat. Das ist mir aber nicht so vermuchelt wie das letzte Mal. Das klären wir das gleich auf. So, also erstmal hier bitte alle Daumen drücken, dass wir so eine richtig krasse Karten auserzählen. Da haben wir erst einmal irgendwas mit Wiss, glaube ich, was das Viech, ich weiß jetzt genau. Dann haben wir ein Vulpix. Dann die Entwicklung von Igamaro. War das Igamaro? Ich weiß nicht. Irgendeine Dame, die kennt auch keine Sau. Und es ist eine Entwicklung von dem Kastratenviech. Aber was irgendwie bloß bei den Japaneses, da ist nie irgendwie was mit Glitzerkarten. Was soll die, dass sie nicht Glitzerkarten haben? Warum ist da keine Glitzerkarte drin? Arschloch. So, dann machen wir optimale Ordnung auf. Übrigens, Mike, wer uns regelmäßig hört, der weiß ja, wie der Pokémon wegbockt hat und seine Kinder dürfen überhaupt nichts damit zu tun haben. Jetzt rat's mal, wer vor Zeit gestimmt hat, ob wir irgendwo Pokémon-Karten auftreiben können, weil seine Kinder jetzt im Fieber sind. endlich ist der Mike auch Pokémonifiziert. Das andere Blöde ist, dass jetzt die ganzen alten Karten, die ich hoffentlich mal aussortieren muss, damit die dann seine Kinder mit Pokémon-Karten beschenken kann. Muss ich das wieder machen? Was von Mike nichts kriegen? Rabenvater. So, Puponcho verstecken. Dann haben wir die Energiesuche. Dann haben wir ein Käufwaff mit einem Handschnitt und dann gibt es eine Kopfnuss. Ein Balgoras, das tut Rotsehen tun. Volcanion mit Stärke und mächtiger Dampf. Ja, ist ja bloß eine Ausrede mit den Kindern. Die Karten hebt er sich schon selber auf. Das, wenn er tut, dann schlage ich rein. Datenkern. Der kriegt er nämlich geschenkt. Ansonsten hat er nämlich sauber aussacken, wenn ich wüsste, dass es er bald. Hypoteros mit Wirbelspeier und schwerer Einschlag.
Und jetzt, da schaut's, hier bei uns gibt es wieder schöne Glitzerkarten. Einmal ein Relaxo, Schlemmermaul und dann den Kollaps. Und das ist doch richtig schön. So muss das sein. Dann haben wir noch die Denne mit Generatorschweif und Donnerschock. Und dann haben wir noch ein Amagarga, Tundrawall und Gefrierschock. Leider kein Full Artwork. Wir kriegen wieder nicht Tausende von Euros. Bitter, 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 wie immer. Wie immer. Aber vielleicht haben wir ja noch gute Karten bei One Piece. Was schon gute Karten. Guter Witz. Ich weiß. Bleibt sitzen, nicht. War super Witz, ich weiß. Bleibt sitzen. Ah, oder steht's dabei auf, bis ich das Ding aufkriege. Gott. Oh, Lecke, ohne den Bizeps hätte ich es nicht geschafft. So. Dann haben wir hier Dr. Hogback. Dann haben wir Princess. Immer cooler Krebs. Ein riesiger Krebs. Ich glaube, bei denen sind es auf Wano Kuni umeinander geritten. Kann das sein? War das bei Wano Kuni? Du hast gerade gelesen, Dragon Cry, Tell Me More. Octoballoon. Dann haben wir einen Absalom. Holly. Hund. Hier haben wir wieder Would you let me eat the flame fruit? Nee. Klares nee. Lulusia Kingdom. Dann die Amazon. Das hoch. So. Jetzt haben wir noch Barrier Bulls. Geile Bartolomeo oder Bartolomeo. Monkey D. Luffy. Dann Gedatsu. Und Brook. Das ist ein schönes Motiv. Und das kann vielleicht eine V2 sein, die ist dann zumindest mal ein 10er oder selbst wert. Aber ich kriege in der Regel irgendwie Schweine V1-Dinger da. Ja, ich sag's euch dann, schreibt sich wieder in die Kommentare rein, ob das eine V2 war und ob ich einen Zwickel 20 verdernt hätte. Das war's, Leute. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Natürlich wieder dicke Kartoffel an den Philipp für die liebe Spende. Ich habe jetzt gerade noch 7 Bände One Piece und dann darf ich auch immer warten, bis es noch herauskommt. Ja, es ist bitter. Am Anfang kommt man gar nicht schnell genug voran und dann denkt man sich, nein. So ist es mir gegangen, als ich Anime geschaut habe. Heute ist meine die neue Folge, die heute gekommen ist, müsste an Corby und Mai Zusammenfassung oder beziehungsweise Besprechung zu der zweiten Staffel Real-Serie One Piece sein. Es kommt morgen der Talkthrough, stimmt? Den habe ich fast vergessen. Seppi und ich morgen 19:30 Uhr Talkthrough. Seid da bitte anwesend. Schmerzt mal ein bisschen über Zockereien. Und ansonsten ist nächste Woche am 15.05. ist Nacht des guten Geschmacks mit Spaceballs. Und da kommt ja die Fortsetzung dieses Jahr raus. Also bessere Vorbereitung gibt es nicht. Dank Cineplex und Viva la Move Illusion kennt ihr Spaceballs 1 im Kino singen und dann später mal Spaceballs 2 im Kino singen. Beste Leben, da ich sagen. Also vielen Dank an uns. Steady-Abos bitte machen dafür. Das machen wir gern. Hat dir die Idee vom Jack Black als Jimbo nicht gefallen? Ich hau dich ein, wenn du jetzt noch mit dem scheiß Jack Black kommst. Sagst du, ich sag dich schon wieder im Facebook und dann gibt es Sackschellen. Danke an alle, die zugeschaut haben. Ich muss schon langsam wieder aufhören, weil wir halt nur aufnehmen. Es gibt eine coole Koop-Serie, Folge mit einem Arthur Trash Podcast mit den Schweizern, mit dem Flo, mit dem Martin. Da machen wir halt nur ein Hardline-Special für euch. Also haltet die Ohren offen, Augen offen für morgen, weil dann gibt es Talking Through. Und bis dahin hört euch die neue Folge an. Vielen Dank, auf Wiederschauen. Küsschen.